Nou, nu hebben we zo'n schönen middag gegeten en nu zijn we bereit voor nog een beetje meer lering nu namiddag. Jezus, der wil die treffen, wo du bist. Jezus wil die Läwendjet Wota geven. In Johannes 4, vers 16 en 18. 16 bis 18 sagt dort, Jesus sagte er, gut op den Mann und komm wieder her. Die Frau sagte ihm, ich habe keinen Mann. Jesus sagte er, du bist reich, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Du hast 5 Männer gehabt, und den du nu hast, ist nicht dein Mann. Du hast dir die Wahrheit gesagt. Glaub ihr nicht, diese Frau wird sich sehr gewundert haben und verwirrt haben, dass Jesus erkannt, er wisst ganz tiefste Geheimnis. Jesus hat das Läwendjet Wota, er sagt, hier, nimm das Läwendjet Wota. Und das kostet die Hand, aber gut hör auf den Umtje. Den Mann, was seine Groß hat, will nicht Umtje. Die Juden, die kickten sehr rauf. Nur Frues, wenn die utein wären oder wenn die divorced wären mit ihren Männern. Besonders wenn die 2 oder 3 Mal wären, diese Frues wären sehr leicht geteilt. Und so die Samariter auch, die kickten sehr rauf, nur so eine Frues, was mehrere Umtjes gehabt haben, oder was Ehebruch gehabt haben. So diese nannten sie, und sie kickten sehr rauf, nur die wären immoralisch. Vielleicht kämpfen du und ich mit einer Sünde, und wir glauben, China weit dort. China weit, was ich tue, oder was zu mir geworden ist. Und von der will ich Ihnen sagen, Jesus weiß alles von dir. Du hast kein Geheimnis, was so deep ist, was er nicht wird weiten. Er weiß alles von dieser samaritischen Frau. Gott hat die in mir gemerkt. Hast du mal ein Spiel gekickt? Und du kickst im Spiel an und du kannst dich selbst sein und du denkst, ach, ich leichte gleich, was ich sein darf. Mir lässt gleich Schmack. Oder einmal haben wir ein Bild und wir kicken nur das Bild und wir können immer was Fehler sein über uns selbst. Ich sehe es dort. Und das ist interessant. Unsere jüngste Tochter, die ist 18 und sie hat mich denken und sie sagt zu mir, Mama, denk doch an, wer die gemerkt hat. Dort Gott hat die gemerkt. Wenn wir in Psalm 139 dort lesen, und das ist ein von meinen Lieblingspsalmen. Der ganze Psalm, das ist so sehr viel bei. Aber Vers 13 sagt, willst du mich ganz und gar in Mutterlieb geformt hast. Gott hat uns gemerkt, all in unser in Mutterlieb. Ich gleich sehr kleine Babys zu sein. Und ich bin nicht eine Großmama, ich freue mich für den Tag, wenn ich ein Tag eine Großmama sein. Aber die von Jungen wird all sein, oder was kleine Kinder haben, meine Kinder sind noch nicht mal so klein, aber wenn ich diese kleinen Babys holen dat, und checken dat, wo schmeckt hat, wo all die Taien und die Finger sind und die Nähe, die sind gleich ab, die steht, wo die sollen sein. Gott hat die so erschaffen. Und er hat eine wunderbare, gute Arbeit getan, weil er hat uns alle gemerkt. Ja, Gott hat uns verschieden gemerkt. Einige haben lichte, lange Haare, andere haben dunkle Haare, einige sind rot, andere sind klein, oder kleiner, nicht klein. Aber Gott hat uns alle erschaffen. Keiner von uns ist ein Angelik. Keiner von uns ist ein Accident. Gott hat uns alle gemerkt mit einem Plan. Er hat einen Plan.
für die und für mich. Hij hat uns gemerkt, nur sein Gleichnis. In 1. Mose 1, Vers 27, da sagt er, und Gott mögt Menschen, die so wären als Hij. Nur seinen Plan, Hij mögt Mannsmenschen und Frühmenschen. So, wenn wir zurückgehen ein bisschen nach das erste Wort, wir vertalen dann dort einmal Fall wie ans Frues, so wenn wir nicht sehen, und Männer sind Meier. No, Gott hat Männer und Frues erschaffen. Und er hat erschaffen, nur seinen Plan. Willst Gott die Erde mögen, und jeder Tag willst er die Erde mögen, so er mögt den Riefer, den Fisch. Jeder Tag willst er dort erst gemerkt hat, wenn ihr dort lesen dann, nur dort sagt dort wir gut. Aber weißt ihr, den 6. Tag, willst er Menschen mögen, willst er Adam mögen, dann sagt er, dass wir sehr gut. So denkt ihr einfach, alles, was er gemerkt hat, ist gut. Aber Menschen, uns, die und mir, wir sind sehr gut. So, wenn wir daran denken, kann wir dann zu Gott sagen, Dankeschön für mich merken? Vielleicht hast du zu sagen, Gott, ich danke dir, wenn du hast mir gemerkt. Krieg so ist ich sie. Und dann Vers 14, dort sagt, ich danke dir, dort ich wunderbar gemerkt sie. Deine Worte sind wunderbar. Dort weit meine Seele sehr gut. Wir sind wunderbar gemerkt. Wir wollen Gott danken, so es er uns gemerkt hat. Du als keiner, so ist du. So, wenn ich daran denke, du hast keine andere Leine, so sag ich sein. Keine andere Helena. Ich bin der Einzige. Und du hast keiner so du gemerkt, dass alle Menschen sind verschieden gemerkt. Und Gott hat die alle gemerkt. Und Gott sagt, die und mir all, für wie geboren werden. Und all unsere Teile sind in seine Hände. Es ist doch nicht interessant, dort wie habe ich die Stadt oder den Dach oder die Familie gewählt, wann wir soll geboren sein. Und ich denke ans älteste Jung. Wir lüden also, dass er soll geboren sein. Wir haben gedacht, der Doktor sagt, ja, das ist ein Tag, wo er geboren sein. Und er will nicht. Den Tag, wo er geboren wird, dort hat Gott geplant. Und dort wir kriegen den rechten Tag zu der rechten Familie und mit dem Plan. Wenn Gott uns so wunderbar gemerkt hat, und wir wollen ein bisschen wieder nachgehen in Johannes Kapitel 4, wo diese Früh das, so wie die Leute singen, wo das sei, will sie erst uitfangen, werdet wir. Aber vor dem, sie fragt noch, wo ist Gott? Wo kann ich am anbeten? Da, wo er mir gemerkt hat, wo ist er? Da bin, du hast alles so, wenn wir bin, nur was verlangen tun. So wenn wir rohren tun, nur was. Wir wollen Gott finden. Das ist samaritische Früh, der früh in Vers 20, früh sei. Und sie sagt, unsere Vorväter haben ab diesen Boy angebetet. Und die Juden sagen, Jerusalem ist die Stadt. Die steht, wo wir sollen anbeten. Das Boy, wo sie den anbeten, dort wir Gerizim. So die Samariter, die haben sich, die Israeliten werden gefangen genommen. Das werden auf viele, viele Jahre zurück. So die werden gefangen genommen und die werden nach Babylonien gebracht. Und willst die Israeliten, diese Juden in Babylonien wären, befrieden die sich mit, was nicht Juden wären. Und so die, was sich befriedet haben mit nicht Juden, die wären nun die Samariter. Und dort, woran die Juden so sehr hassen, wenn sie haben sich mit deswegen befriedet, was nicht ein wirklicher Jude war. Und deswegen können sie nicht nur Jerusalem gehen, in den Tempel zum Gott anbeten, zum Gott loben und preisen. Und so deswegen dachten sie, okay, wie kann ich nur Jerusalem gehen? So dann waren wir hier, ab diesem Boy, ab ein Boy Gerizim.
Wenn ab diesen Boy, sie dachten, hier irgendwo, du wird Abraham und Jakob, die haben den Altar gebaut und die haben hier Gott angebetet. So, das ist vielleicht eine gute Stadt. Und sie dachten auch, das ist vielleicht gerade der Boy, wo Moses all die Menschen hat gesehen. So, dann fragen wir uns weiter, wo ist Gott? So, wie ist Gott bloß in Jerusalem? Ist Gott bloß in der Kirche? Gott ist, wo immer du bist. Wenn wir Gottes Kind sind, wir haben ihn in uns, wir haben den Läwendjet in uns, dann ist er, wo immer wir sind. Er ist ganz Rahmen uns. Einmal, dann glaube ich, okay, ich kann bloß Gott anbeten, wenn ich in der Kirche bin. Oder bloß, wenn ich erst ganz still für mich die Bibel lesen, du ist Gott. Oder wenn ich erst beten, all die Dinge, die sind gut und wir brauchen die. Aber Gott ist, wo immer du bist. Gott ist, wenn du in der Schule bist, wo immer bist du. Wenn du tust bist in der Kirche, eten merken das. Oder wenn du vorhin bist, wo immer du bist, du bist Gott. Wenn du Gottes Kind bist. In Johannes 4, Vers 21, da sagt dort, früh glauben mir, die Zeit kommt, dort jeden Fuder nicht ab diesen Boy und nicht in Jerusalem anbeten wollen. Und dann Vers 22 sagt er, dort Heil kommt nicht. Dort Heil kommt von den Juden. Sie wisst nicht, dort sie können Jesus anbeten, Kranktur, wo sie wir. Wenn wir wollen am Anbeten, wenn wir wollen am Loben und Preisen, er kickt in uns Herzen und er sagt, da wir am wirklich loben und preisen, mit all der Wahrheit, mit ein wirkliches, deibet Hort. Wenn wir dann am Anbeten, wenn wir dann am Loben und Preisen, dann da wir weiter von dort Läwendjet Wota nehmen. Und das ist mir so, ich denke, so ist, Jesus hat es zu groß kommen und ich konnte davon schaffen. Und ich kann immer weiter schaffen davon. Er bleibt immer bei mir, aber ich kann von ihm schaffen. In Reimer 12, Vers 21 sagt dort Gott hat so viel Mitleid und jünd bewiesen, und du wen ermunt hat jene Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendes Opfer, das Gott angenehm ist. Laut Gott jün jährlichen Gottesdienst sein. Jesus ist in uns Körper. Und so was do wir mit uns Körper? Do wir verherrlichen mit uns Körper, mit uns Müll, mit uns Dinge, was wir tun und was wir nicht tun. Diese Früh, die wissen nicht, okay, wer bist du? Wo ist Gott? Wenn wir dann in Vers 25 kicken, dann sagt er, die Früh sagt am Eckweit, dass wenn der Messias kommt, der du Christus heit, wenn der wird kommen, der wird uns alles deutlich merken. Und Jesus sagt zu ihr, ich sehe dich, mit dem du reden das. Ich sehe den Messias. Wenn diese Früh dort gewusst hat, was wir von der weiten, der würde sich sehr verführt haben. Diese Früh wie ein von den ersten, wo Jesus sagt, ich bin der Messias. So, und nun sagt er, hey, ich bin dich. Nur das, was du gelehrt hast. Und sie sagt, wenn diese ist, was kommt, der wird mir alles sein. Sie hat auch viel gelehrt, vielleicht von Moses, seine Lehrung. Und sie hat viel gelehrt von all diesen Propheten. Weil die Propheten haben immer wieder gesagt, dass Messias wird kommen. So, sie sagt Antworten und sie wisst, Moses hat nicht all die Antworten für ihr. Aber wenn der Messias wird kommen, der wird all die Antworten haben für ihr Leben, wo sie so sehr nur segnen. In 1. Mose, du sei wie,
wo Adam und Eva in diesem Garten wären. Und wenn sie Sünden deuten, werden sie aus dem Garten rausgeschoben. Aber weißt du, von 1. Mose an versprach Gott, dass er wird ein Messias sein. So, wenn wir denken in das Alte Testament, in diesen viele Jahren zwischen, das ganz letzte Buch in das Alte Testament, Malachi, but Jesus ist geboren wird, du wir 800 Jahre zwischen. So, wenn die denken dann, die haben al so lange für was gebet, und das ist bloß noch nicht gekommen. Diese Menschen, die geben nicht ab. Die lügen nur des Messias. Diese Frau, diese samaritische Frau, die lügt nur des Messias. So, wer wir nicht abgeben, wenn unsere Gebete nicht kurz beantwortet waren. Wer wir wieder hupen und checken, dass Jesus was die Gebete erhören, wo wir nur Frauen tun. Hier, bei dieser samaritische Frau, bei diesem Bar, sieht Jesus, hier ist ein echter Messias. Der Messias, nur dem, was du gelehrt hast, der hat das Läwendjet Wota. Der Messias, was du nur gelehrt hast, der weiß alles von dir. Der weiß jeder Geheimnis von dir. Du kannst nur verstärken bei ihm. Und er nimmt dich an, kriegst du es du bist. Er nimmt dich an mit all deinen Problemen, die du hast. Und er sagt, hier, ich bin hier Krieg für dich. Das Jesus ist hier für dich und für mich. Wir können ihn annehmen. Wir können an ihm glauben. Er weiß alles von uns. Und so, ich glaube, einmal ist das gut, wenn wir weiten. Ja, Jesus weiß alles von mir. Und so, du weißt, wenn wir nur am Kommen, kriegst du es wie sein. Und er wird uns verändern. Kriegst du es, diese Freude. Von ein nur das andere wird sie ganz eine andere Person. Und so will Gott, so will Jesus uns auch verändern. Wir beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir können die anbeten, wir können die loben und preisen, wo immer wir sind. Und ich danke dir so sehr, dass du bist Rahmen uns, dass du bist in uns, wo immer wir sind. Wenn wir tüß sind, wenn wir im Bad sind, wenn wir abstehen tun, wenn wir eten tun. Du bist für uns, du bist hinter uns, du bist Rahmen uns. Und ich danke dir so dafür. Ich danke dir, dass du uns erschaffen hast. Und du hast uns wunderbar und gut gemerkt. Und wir leben dir, wenn du hast uns erst gelebt. Und Dankeschön für uns wieder leben, für uns wieder lehren, für uns deine Wahrheit wiesen. Und Herr, wir nehmen dich an. Amen.